Vom dicken Herr Sebastian. Weit draussen aufs Meer. Onkel Sebastian, wir haben einen Mann getroffen, der ein Boot hat, erzählte Lisa am Abend, wo sie zusammen auf der Veranda sitzen, Kakao trinken und aufs Meer raus schauen. «So», sagt der dicke Herr Sebastian nur. Ist auch nichts Besonderes am Meer, wenn die Leute ein Boot haben. Wir wollten auch einmal mit einem Boot fahren, Onkel Sebastian, weisst du noch? Mit einem Boot? Fragt der dicke Herr Sebastian und spürt auf einmal ein komisches Kribbeln im Bauch. Aber auf einem Boot gagelt es doch. Der dicke Herr Sebastian hat eine Heidenangst vor allem, wo gagelt. Im Boot gagelt es, im Flugzeug gagelt es und im Döschwo gagelt es auch. Abgesehen davon, dass der dicke Herr Sebastian wahrscheinlich dort gar nicht rein möchte. Nein. Also von einem Boot haben wir nie geredet, sagt der dicke Herr Sebastian zu der Elisa. Mit einem Schiff haben wir fahren. Das ist etwas ganz anderes. Die Lisa und die Isa schauen sich ganz verstaunt an. Und wieso? Wollen Sie wissen, was ist denn an einem Schiff anders als an einem Boot? Ein Boot ist munzig und gagelt. Und ein Schiff ist riesig und gagelt nicht. Ganz einfach, stellte Herr Sebastian fest. Aber die Lisa ist nicht einverstanden und schüttelt den Kopf. Also das stimmt so nicht, Onkel Sebastian, protestiert sie. Auch grosse Schiffe gageln, wenn ein Sturm kommt. Die können sogar runtergehen. Der Onkel schnauft ein paar Mal tief durch. Er nimmt einen anständigen Schluck Kakao, macht die Augen zu und hofft, die 3 kleinen Plaggeister lösen dann endlich in Ruhe. Er will nichts wissen von Boot und so gageligen Sachen. Aber es ist ganz ein besonderes Boot, müdet Isa weiter. Es ist ein Fischerboot und der Mann hat gesagt, er würde uns morgen mitnehmen. Der dicke Herr Sebastian behaltet seine Augen immer noch zu. Und der Mann hat gesagt, er kenne dich, er heisst Henning, sagte Lisa. Aha, der alte Henning, haben ihr getroffen. Der dicke Herr Sebastian macht die Augen wieder auf, ganz verstaunt. Die 3 Mädchen nicken. Ja, der Henning, das ist natürlich etwas anderes. Der ist schon mit meinem Vater zum Fischen rausgefahren. Der kennt sich aus auf dem Meer. Mit dem könnt ihr ungeniert rausfahren. Und zufrieden nimmt er nochmal einen grossen Schluck Kakao. Ja, und du? Willst denn du nicht mitkommen? Fragt Isa ganz enttäuscht. Ja, das schauen wir dann morgen. Aber jetzt, hopp, ab in die Federn mit euch. Schliesst der dicke Herr Sebastian das Gestürm ab und dann gibt er allen noch einen dicken Gute-Nacht-Kuss. Oh, dann komme ich morgen nicht drum und muss so eine verfluchte Bootsfahrt machen, brummelte Herr Sebastian vor sich hin, wo er endlich allein auf der Veranda sitzt und aufs dunkle Meer raus schaut. Ja, schliesslich haben ja keine Ferien und die sind ja auch schon bald einmal vorbei. Am anderen Morgen lacht die Sonne am tiefblauen Himmel. Oh, hoffentlich wird es mir nicht schlecht auf dem Keibenboot, denkt der dicke Herr Sebastian. Was sollen sonst Mädchen auch nur von mir denken? Die Lisa und die Isa sind schon lange fertig und zabliger als ein Haufen Flöhe. Wo der alte Henning, der Fischer, draussen auf dem Meer hupt, endlich sind sie nicht mehr zu heben. Sie keiben auf und davon. «So, du alter Landratz, wie geht's?» begrüßt der alte Henning den dicken Herr Sebastian, wo der endlich wie eine alte Dampfwalze am Hafen anzuküchen kommt. «Schon lange nicht mehr gesehen, freut mich!» «Ja, und du alter Seebär, getraust dich auch wieder einmal an Land. Ich hoffe nur, deine Nussschalen sind gross genug für uns alle.» Die beiden Männer lachen. «Nur keine Angst, mein Boot fährt bei jedem Wind und Wetter», meint der alte Henning, nicht ohne Stolz. «Los, sucht euch ein bequemes Plätzchen, es geht nächstens los.» Es hat kaum Wellen an diesem Morgen, aber das Boot gagelt gleich ganz wenig hin und her. Und das kann der dicke Herr Sebastian nicht haben. «Also bevor ich seekrank werde, hocke ich gescheiter auf die Kiste da», brummelt er. «Was hast du? Ist dir nicht gut, Onkel Sebastian?» fragt Lisa. Aber der Onkel schüttelt den Kopf. «Momol, mir geht's prima, Lisa. Ich muss mich nur an das verfluchte Gageln gewöhnen.» Unterdessen hat der Henning den Motor angelassen. Der Lisa steht neben ihm und darf das Steuerrad heben. «Heute bin ich der Kapitän», ruft sie. «Jetzt fahren wir um die ganze Welt.» Der alte Henning hat ihr eine schwarze Tächelkappe angelegt. Kapitäne haben so etwas an, wie er sagt. Das ist wie ein Abzeichen, eine Auszeichnung. Gemütlich pfupft das Boot aus dem Hafen, raus aufs offene Meer.
Oi, das geht ja zu wie einem Taubenschlag, staunte der dicke Herr Sebastian und schaut auf die vielen Segelboote, Motorboote und die ganz vornehmen Yachten. Auf denen sitzen, besser gesagt liegen, ganz vornehme Leute, die sich ganz vornehm an der Sonne bröteln. Ganz weit draussen sieht man sogar ein riesiges Meerschiff. Und mit drin kurven Surfer, die auf ihren dünnen Brettern stehen und richtige Kunststückchen vorführen. «Schau mal, Onkel Sebastian», ruft Lisa, «was die alles können!» «Dürfen wir das auch mal probieren?» fragt die kleine Isa. Aber der dicke Herr Sebastian hört gar nicht zu. Er hockt auf seiner Kiste und träumt aufs Meer raus. Und vor lauter Träumen vergisst er, dass ihm vom Gageln eigentlich immer schlecht wird. «Was für ein schöner Tag», denkt er. Und so friedlich. Nur einmal geht er zum alten Henning und fragt, «Warum fischst du eigentlich nicht?» «Ich habe gemeint, das sei ein Fischerboot.» «Ja, klar ist das ein Fischerboot, schon, aber in dieser Gegend ist längst alles leer gefischt.» «Ja, dann essen wir heute zum Nacht keinen Fisch.» «Und ich habe mich schon so drauf gefreut», meint der dicke Herr Sebastian und ist ganz enttäuscht. Still sitzt er wieder auf seine Kiste. Auf einmal merkt er, wie der Wind stärker wird. Er zaubert Wellen und Schaumkronen aufs blaue Meer. Die Lisa und die Isa sitzen ganz vorne auf dem Boot, weil es dort besonders schön gagelt. «Gibt's einen Sturm?» fragt der Herr Sebastian seinen alten Freund Henning. Er macht sich ein bisschen Sorgen. «Ja, um diese Jahreszeit nicht. Musst keine Angst haben. Beruhigt nicht der alte Seebär. Ein bisschen Wind, ein paar Wellen, mehr nicht.» Dann schaut der Sebastian erstaunt an und fragt, «Komisch, wieso siehst du noch so normal aus bei dem Seegang, Sebastian?» «Ja, wieso soll ich denn nicht normal aussehen?» meint der dicke Herr Sebastian und ist wieder einmal ein bisschen eingeschnappt. «Ja, warum? Tu jetzt nicht so, weil du früher immer seekrank geworden bist, darum weisst du nicht mehr.» «Ja, klar weiss ich das noch und wie es mir immer schlecht geworden ist. Aber jetzt sehe ich ganz normal aus, sagst du.» Der alte Henning nickt. «Du, dann wird's dann vorbei sein mit dieser Seekrankheit, Henning. Mir ist überhaupt nicht schlecht.» «Wart's ab, am Ende wirst du noch ein richtiger Seebär. Was meinst du, Sebastian?» sagt der alte Henning und haut dem dicken Herr Sebastian freundschaftlich auf die Schulter. «Lisa, Isa, habt ihr es gehört? Ich bin überhaupt nicht mehr seekrank. Was sagt ihr dazu?» ruft der Herr Sebastian ganz übermütig. «Ja, dann komm doch zu uns führen, Onkel Sebastian. Da gagelt es besonders schön», ruft Lisa. «Sie ist mega gern», ruft die kleine Isa. Der dicke Herr Sebastian tapset mit jeder Welle einen Schritt weiter führen, Richtung Bug. Dann hockt er ab neben den Kindern und freut sich wie ein kleiner Gof über jede Welle, wo das Boot so richtig zünftig hin und her gagelt. «Was für ein schöner Tag», denkt er nochmal. «Ich, der dicke Herr Sebastian, bin nicht mehr seekrank. Wenn das kein Grund zum Feiern ist.» Aber jede Seefahrt geht auch einmal zu Ende. Die Lisa und die Isa sagen dem alten Henning Danken und Ade. Und der Onkel Sebastian meint dann noch, «Henning, ich will dich zum Essen einladen, zur Feier vom Tag, weil ich heute meine Seekrankheit verloren habe.» «Einverstanden. Aber bitte für einmal kein Fisch. Wir Seeleute essen gerne auch mal etwas anderes», sagt der alte Henning und lacht.